Ich habe mich entschieden, aus diesen beiden Kapiteln 7 und 8 je einen Gedanken rauszunehmen, damit ich mich und euch nicht überfordere. Es geht immer um Jesus, um sein hohepriesterliches Amt, das er innehat. Kapitel 7 handelt davon, dass Jesus mit dem Melchisedek verglichen wird. Wer ist der Melchisedek? Das fängt schon vorne in der Bibel an. Die Ausgangslage ist, dass der Lot, der ja ein Neffe ist vom Abraham, in einem Kriegsgeschehen verschleppt wird. Und der Abraham sagt nicht einfach, oh, Pech gehabt, sondern er sagt, da muss man etwas dagegen unternehmen. Und er rüstet 318 von seinen Knechten mit Waffen aus, um seinen Neffen Lot zu befreien aus den Händen vom König Kedor Laomer. Und das gelingt ihm. Und er kommt also siegreich mit dem Lot von dieser Schlacht heim. Und bei dieser Heimkehr begegnet ihm der besonderbare Mann, die Gestalt Melchisedek, kommt mit Brot und Wein entgegen und segnet ihn. Und im Gegenzug schenkt der Abraham an Melchisedek der 10. Teil der Kriegsbeute. Und da lesen wir in Hebräer 7, Melchisedek war König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes. Als Abraham aus der Schlacht gegen die Könige siegreich zurückkehrte, ging ihm Melchisedek entgegen und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den 10. Teil seiner ganzen Kriegsbeute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Weder der Vater noch die Mutter von Melchisedek sind bekannt, auch keiner seiner Vorfahren. Man weiß nicht, wann er geboren, auch nicht, wann er gestorben ist. Sein Leben war gewissermaßen ohne Anfang und ohne Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für alle Zeit. Für mich ist der Melchisedek immer eine geheimnisvolle Gestalt gewesen. Weder Geburt noch Todesdatum sind bekannt. Und ich habe kürzlich gelernt, das Judentum kennt sogenannte Figuren zwischen Gott und Mensch. Das sind einerseits Engel, das ist aber auch der Engel des Herrn, der wörtlich so genannt wird. Dann ist es Tschechina und schlussendlich der Melchisedek. Engel sind ja nach Hebräer 1 Diener, die uns helfen, damit wir das Heil wirklich überkommen und das gute Ziel erreichen. Engel des Herrn, Abraham und der Sarai wird ein Sohn verheißen und es kommen 3 Männer, also es sind 3 Engel in Menschengestalt zu ihnen. Und einer davon hebt sich von den anderen ab und wir lesen 2 Kapitel vorher von dem, dass er Engel des Herrn genannt wird, nämlich dort, wo er der Hagar begegnet ist bei der Quelle. Und hier denken eben die Ausleger, dass sich Jesus bereits zur Zeit vom Alten Testament offenbart hat und sie deuten den besonderen Engel als den noch nicht fleischgewordenen Sohn Gottes, was ich sehr treffend finde. Tschechina, habt ihr vielleicht auch schon davon gehört, bezeichnet im Judentum das Wohnen Gottes unter seinem Volk. Es ist nicht eine eigenständige Gottheit, sondern Manifestation von der Herrlichkeit Gottes, oft als Licht, als Wolke oder als Feuer dargestellt. Auf eine einfache Formel gebracht kann man sagen, Tschechina ist die Herrlichkeit Gottes. Dort bei der Wüstenwanderung hat sie ja das Volk begleitet in Form von einem Feuer oder
Wolkensäule. Und später lesen wir auch davon bei der Einweihung vom Tempel. Und jetzt noch eben der Melchisedek. Der Schreiber vom Hebräerbrief vermittelt uns da mit ihm eine einzigartige Gestalt, die auf Jesus Christus als Hohepriester hinweist. Der Priester der Urzeit entspricht dem Priester der Endzeit. Ist treffend und kurz und bündig in einem Kommentar gestanden. So viel zum Melchisedek. Eine interessante Gestalt. Die nächste Überschrift: Jesus, der vermeintlich falsche Hohepriester. In den Versen 7 bis 19 vom Kapitel 7 begegnet der Hebräerbriefschreiber einem Einwand von seinen Lesern. Die schlauen Leute haben nämlich einen triftigen Grund gefunden, dass Jesus nicht der neutestamentliche Hohepriester sein kann. Weil die Bibel bezeugt klar, dass Jesus nicht aus dem Stamm Levi, aus dem Priesterstamm ist, sondern aus dem Stamm Juda. Jetzt haben wir ein Problem, oder? Und sie decken damit einen genealogischen Fehlschluss auf. Und dem begegnet der Hebräerbriefschreiber mit dem Argument, dass er sagt, das Gesetz ist eben doch unvollkommen gewesen. Es vermag die Menschen nicht wirklich zu erlösen. Wir können nicht gerecht werden durch das Einhalten vom Gesetz. Und jetzt kommt das Argument vom Hebräerbriefschreiber in den Versen 14 bis 17. Denn wie jeder weiß, gehört unser Herr Jesus Christus dem Stamm Juda an, obwohl Mose nie gesagt hat, dass aus diesem Stamm Priester kommen würden. Schickt Gott also einen anderen Priester, einer vom Rang Melchisedeks, zu uns, dann wird ganz klar, dass er damit eine besondere Absicht verfolgt. Denn Christus ist nicht aufgrund menschlicher Verordnungen und Gesetze Hohepriester geworden, sondern weil in ihm unzerstörbares, ewiges Leben ist. So heißt es ja von Christus: In alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Also mit anderen Worten, weil Gott selber Jesus als Hohepriester eingesetzt hat, ist es eben richtig. Schließlich steht ja Gott über dem Gesetz. Und zudem, haben wir gehört, verfolgt Gott damit eine höhere Absicht. Und einleuchtend ist noch, dass die alttestamentlichen Priester auch sündige Menschen waren. Und aufgrund von ihrer Sündhaftigkeit mal haben müssen sterben. Christus dagegen ist sündlos und er lebt in alle Ewigkeit. Und darum steht er über allen alttestamentlichen Hohepriester. Das wäre so die Argumentation, wie ich sie verstanden habe. Jetzt kommt noch einmal so einer von diesen richtig tröstlichen Versen im Hebräerbrief, wo ich bis heute Freude habe daran. Wir sind ja am letzten Sonntag, wo wir Kapitel 4 unter anderem angeschaut haben, aufgefordert worden, wir sollen mit Zuversicht zu diesem Gnadenthron treten. Weil es heisst da von Jesus, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und jetzt erfahren wir noch etwas mehr, nämlich was Jesus denn genau für uns tut dort. Was heisst? Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also da wird mir warm ums Herz, wenn ich höre, um sich für sie zu verwenden. Um sich für einen Fritz zu verwenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, zugunsten von jemandem eintreten. Das kann sein, wenn wir für eine Person, die auf Wohnungs- oder auf Stellensuche ist,
ein gutes Wort einlegen am richtigen Ort. Das kann sein, wenn jemand mit einer Aufgabe überfordert ist, dass wir ihm die abnehmen. Jesus verwendet sich für Zweifler, die den Glauben verloren haben. Vielleicht der Glaube an das Gute, der Glaube an sich selber, der Glaube an Gott. Jesus verwendet sich für Gescheiterte, die grässlich versagt haben und zerstört am Boden liegen. Jesus verwendet sich für Ausbrannte, die nicht mehr länger können und alles nur noch schwarz sehen. Jesus verwendet sich für Enttäuschte, die alles satt haben, weil ihnen noch das letzte Hoffnungsflämmchen ist genommen wurde. Überleg dir an dieser Stelle der Predigt, was dich zurzeit beschäftigt. Was macht dir im Moment vielleicht ein bisschen schlaflose Stunden? Was hättest du gern anders? Welche Not drückt deine Seele? Und los den Vers noch einmal. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für dich zu verwenden. Was für ein Zuspruch. Er verwendet sich für dich. Du musst dich nur als einzige Bedingung an Gott wenden. Der zweite Teil der Predigt handelt von Kapitel 8 und Kapitel 8 wird Regina uns jetzt vorlesen. Dankeschön. Es ist überschrieben mit «Als von Gott eingesetzter Hohepriester ist Jesus in einmaliger Weise unser Vermittler». Fassen wir zusammen. Das Entscheidende ist, dass unser Hohepriester im Himmel zur Rechten der Majestät Gottes sitzt. Jetzt dient er unmittelbar im Heiligtum und an der Stätte der Wahrheit, die nicht von Menschen, sondern allein von Gott errichtet wurde. Denn jeder Hohepriester wird dafür eingesetzt, dass er Gott Gaben und Opfer darbringt. Darum ist es unumgänglich, dass er auch etwas hat, was er opfern kann. Wenn Jesus noch auf Erden wäre, könnte er überhaupt nicht Priester sein, weil es bereits andere gäbe, die nach dem jüdischen Gesetz dazu berechtigt sind. Diese dienen allerdings nur dem schattenhaften Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Selbst als Mose das Bundeszelt nach den Anweisungen Gottes errichtete, war das nur ein Abbild dessen, was Gott ihm auf dem Berg gezeigt hatte. Wie unvergleichlich anders ist da der Dienst, der Jesus übertragen wurde. Er durfte Mittler eines Bundes sein, der allein schon dadurch den alten Bund vergessen lässt, weil er mit größeren und herrlicheren Verheißungen verbunden ist. Wäre an dem ersten Bund nichts auszusetzen gewesen, hätte es keines neuen Bundes bedurft. Aber Gott selbst hat angekündigt, dass er den alten Bund durch etwas völlig Neues ablösen möchte. Durch den Propheten Jeremia kündigte er ihn an. Siehe, es werden Tage kommen, spricht der Herr,
Da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Diesen Bund wird man nicht mit dem vergleichen können, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie haben immer wieder diesen Bund gebrochen, bis ich mich nicht mehr um sie gekümmert habe. Weiter sagte der Herr: Das ist nun der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel einmal schließen werde. Ich werde mein Gesetz in ihr Denken hineinlegen und meine Gebote in ihr Herz schreiben. So werde ich ihnen wieder ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keinem wird es mehr einfallen, seinen Nächsten zu belehren und seinem Bruder zu sagen: Erkenne den Herrn, weil alle mich kennen werden, vom Kleinen bis zum Großen. Das werde ich tun, weil ich gegenüber ihren Verfehlungen gnädig sein und ihnen nicht länger ihre Schuld vorrechnen möchte. Wenn Gott also einen neuen Bund schließen wollte, dann hat er damit den ersten für überholt erklärt. So steht dieser wie alles, was alt und schwach geworden ist, vor seinem nahen Ende. In Kapitel 8 wird der Bundesgedanke entfaltet und damit einhergehend eine Herztransplantation. Weil Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz. Und da werde ich halt unweigerlich an eine Anekdote erinnert, die ich aber selber so erlebt habe. Im Zusammenhang mit meiner Anstellung in Hallau hat auch zu den Aufgaben gehört, im Nachbardorf in der psychiatrischen Langzeitpsychiatrie Andachten zu halten. Und die Leute dort, die waren nicht so lieb zu mir wie ihr. Wenn es ihnen langweilig war, sind sie rausgelaufen oder dann sind sie mit mir in ein Gespräch gekommen, haben mich in ein Gespräch verwickeln, haben Fragen gestellt und haben selber Kommentare gegeben. Also es war sehr interessant und vielseitig gewesen. Und mal habe ich eine Andacht mitgebracht, dass Gott uns eben ein neues Herz schenkt und das Steinerne rausnimmt. Und als Einstiegsfrage habe ich gefragt, welches ist beim Menschen der wichtigste Muskel? Und dann hat der Heinz sofort aufgestreckt und gesagt, der Schliessmuskel. Und dann war mein schöner Einstieg im Eimer. Aber vielleicht hat er nicht einmal ganz Unrecht gehabt. Okay. Jetzt glaube ich, haben wir wieder Kraft, auf den zweiten Teil der Predigt zu hören. In den Versen 6 bis 13 wird in aller Ausführlichkeit der Bundesgedanke entfaltet. Wir reden ja vom Alten und vom Neuen Bund und meinen damit das Alte Testament und das Neue Testament. Vielleicht auch Gesetz und Gnade. Und ein Bund ist ja ein Vertrag. Wir kennen Verträge mit Telefonanbietern, mit Krankenkassen, Mietvertrag, Ehevertrag und so weiter. Vertragspartner machen miteinander etwas ab und solange dass sich beide Bundespartner einen Vertrag halten, gibt es keine Probleme. Und jetzt habe ich geschaut, wie ist es eigentlich mit dem Vertrag, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Gott seinerseits ist und bleibt seinem Vertrag treu, aber wir Menschen nicht. Der Mensch ist im Grunde genommen kein geeigneter Bundespartner für Gott. Es ist ein Bund zwischen ungleichen Partnern. Und ich habe mich gefragt, würdest du mit einem Tier einen Vertrag eingehen? Das könnte ein Vergleich sein. Schauen wir uns mal verschiedene Verträge an, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Der Noah-Bund,
da verpflichtet sich Gott, dass er nie mehr eine Sintflut über die Erde wird kommen. Und das Zeichen vom Regenbogen ist wie die Überschrift über diesem Vertrag. Der Abraham-Bund, Gott verheißt dem Abraham zahlreiche Nachkommen und dass er das Land Kanaan wird besitzen. Und dass er sein Gott sein will. Hier wird als Bundeszeichen die Beschneidung der Männer eingeführt. Denn der Sinai-Bund, den kennen wir vielleicht am besten, da bekommt der Mose durch Gott schriftlich festgehalten, den Vertrag, die 10 Gebote, die das Verhältnis zu Gott, aber auch von den Menschen untereinander regelt. Und es ist Gottes Absicht, dass Israel ein besonderes Volk ist, dass Israel besser dran ist als alle anderen Völker, weil sie Gottes Volk sind. Die Basis vom Gottesbund ist immer, dass Gott der Gott von Israel sein will und das Volk soll Volk Gottes sein. Und das schönste Zitat: Der Bund ruht in der Treue Gottes, der die Untreue des Menschen in Gericht und Gnade abfängt. Steht im Bibellexikon. Und ich habe mich gefragt, was ist, wenn ich diesem Bund nicht treu sein kann? Der Bund ruht in der Treue Gottes, der die Untreue des Menschen in Gericht und Gnade abfängt. Die Geschichte von Israel zeigt, dass das Volk den Bund immer wieder gebrochen hat. Und Gott hat immer wieder die Hand zur Versöhnung gegeben. Er wäre nicht verpflichtet gewesen, aber er hat es trotzdem gemacht. Und Gott hat eigentlich einsehen, dass der Mensch ein ungeeigneter Vertragspartner ist. Aber er gibt dem Menschen trotzdem nicht auf. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat Jesus geschickt, der für uns die Vertragsforderungen erfüllt hat. In Römer 10, Vers 4 lesen wir, wird durch Christus, der für uns Vertragsforderungen erfüllt, wird Gerechtigkeit geschaffen. Wir werden als glaubende Menschen als gerecht, als geeignete Bundespartner erklärt. Wir sind anerkannte Bundespartner. Und der Hebräerbriefschreiber weist jetzt noch auf einen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Vertrag hin. Der alte Vertrag ist durch Forderungen schriftlich an das Volk herangetragen worden. Die Kraft aber, um diese Forderungen einzuhalten, die ist nicht da gewesen. Und jetzt, im neuen Bund, überkommt der Mensch den Vertrag ins Herz geschrieben. Das heisst, von innen aus weiss der Mensch, dass er zu Gott gehört und weiss auch, was gut und was nicht gut ist. Aber was hilft es mir, wenn ich jetzt noch intensiver weiss, was gut und nicht gut ist, wenn ich die Kraft nicht auch habe, die Vertragshaltung einzuhalten? Und darum, nach Ezekiel 36, ähnlich wie wir es gehört haben, schon aus dem Kapitel 8 im Hebräerbrief, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Wir feiern gleich Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist und mit dem Heiligen Geist uns diese Kraft geschenkt worden ist, dass wir in diesem Bund leben können. Die Kraft vom Heiligen Geist erfüllt uns. Zum Schluss fasse ich noch einmal den Bundesgedanken zusammen. Der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. In Jeremia 31 lesen wir, so spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war.
Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da merken wir, das ist irgendwie ein neues, ein anderes Verhältnis. Der Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund besteht darin, dass der alte Bund in Gesetzestafeln bestanden hat und jetzt zur Zeit vom Neuen Testament uns ins Herz geschrieben ist. 2. Korinther 3,3: Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Ein weiterer Unterschied ist der Opferaltar im Alten Testament und das Kreuz von Jesus im Neuen Testament. Hebräer 9, Vers 12. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Und noch der Mittler im Alten Testament zwischen Gott und Mensch war immer ein Priester. Und jetzt zur Zeit vom Neuen Testament ist es Jesus Christus selber. In 1. Timotheus 2,5 so bezeugt, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Amen.